Guten Morgen miteinander, herzlich willkommen an diesem schönen Herbsttag. Ich glaube, wir müssen die Sonne noch ein bisschen geniessen. Wir haben gerade herausgefunden, dass man je nachdem, wo man steht, ist man beschonnen. Genau. Und das wünsche ich, dass wir wirklich alle von Gott einfach auch in Gottes Licht kommen. Herzlich willkommen, wenn du das erste Mal da bist. Herzlich willkommen, auch Livestream, auch von daheim auf dem Sofa. Herzlich willkommen auch Harry Müller, er hat heute predigt. Ich freue mich, dass du da bist. Und herzlich willkommen auch Krishona, der da ist als Gast. Wir haben wieder Ferien und wie wir das schon immer gemacht haben, laden wir einander ein. Finde ich super. Schnell etwas Kurzes am Dauerthema Corona. Genau, wir müssen ein Foto machen, wie immer. Das wird gerade der Thomas machen. Am 1. Oktober sind neue Bestimmungen herausgekommen. Die ändern bei uns eigentlich nicht so viel. Es ist ja so, sitzt bitte oder lasst einen Stuhl aus, wenn ihr nicht zu der gleichen Familie gehört oder einfach, dass wir die Abstände einhalten können. Wir haben auch extra grösser gestuhlt, dass wir singen können. Und uns ist wichtig, wir haben das so formuliert, sorgsam und gleichzeitig unverkrampft, vorsichtig für die Sorglosen und doch einfach auch möchten wir alle, dass sie sich wohlfühlen da drinnen. Wenn es euch nicht wohl ist, ohne Maske hin, hat es Masken, dann legt die Masken an, ihr dürft das, ihr könnt das. So wie es euch wohl ist. Ich denke, heute sind wir ganz gut dran mit den Abständen und darum möchten wir einfach auch den Gottesdienst wirklich auch mit Jesus feiern und nicht immer müssen denken, oh, ist er jetzt zu nahe oder nicht, oder genau mit dem im Hintergrund. Wir tun während dem Gottesdienst auch noch lüften. Vielleicht müsst ihr mal die Jacken anlegen. Es ist vor der Predigt, nach der Predigt werden wir mal kurz durchlüften. Das gehört zu unserem Konzept. Also wir müssen 2 Minuten durchheben oder so, wenn ihr verrührt. Und dann sollten wir die Fenster wieder zu. Das gehört dazu. Da hätten wir alles gesagt und da wollten wir eigentlich starten. Einfach damit Gott loben und preisen und feiern. Und das machen wir immer, wie immer, einfach mit Liedern. Darf ich euch bitten? Ja. Vielen Dank für euer Worship. Dann darf ich dich bitten, Harry, auf die Bühne. Ich möchte noch für dich beten. Wir hören heute die Predigt über den Prediger. Passt ja, oder? Passt, genau. Ich freue mich auf das Thema. Prediger hat für mich immer so den Anschein gehabt, No-Bock-Stimmung, es gibt nichts mehr. Und wenn ich das gesehen oder gelesen habe, was du erzählst, dann hat das auch eine andere Perspektive, eigentlich, wo das Buch geben will. Ich bin mega gespannt. Ja, Vater im Himmel, und so möchten wir dir jetzt einfach auch die Predigt anlegen. Wir möchten jetzt dir einfach auch dich bitten, dass du jetzt den Harry führst, einfach deine Worte, die Gedanken, einfach das, was er vorbereitet hat, dass du ihm jeden Einzelnen kannst ins Herz reden. Du weißt, wie er da gekommen ist und was er erwartet oder vielleicht auch nicht erwartet, aber du kannst ihn überraschen. Hab Dank dafür. Amen. Amen. Danke vielmals. Eins, zwei, drei. Ist das gut? Hört man das? Bin ich klug genug? Fein. So gut. Ich bin beeindruckt von mehreren Sachen heute Morgen. Einerseits von dieser feinen, das ist lieb. Die Welt ist rund, wenn Kaffee da ist. Danke vielmals, das ist doch super. Das ist immer ein bisschen unfair, wenn man selber tut und die anderen können nicht. Aber schliesslich muss ich ja mein Maulwerkzeug geölt behalten. Ich bin beeindruckt einerseits, dass ihr
so tolle Räumlichkeiten habt. Ihr habt Einweihung gefeiert. Ich möchte euch nachträglich noch ganz herzlich gratulieren dazu. Ich bin sicher, ihr habt Full House gehabt und eine tolle Zeit. Und dass ihr von der katholischen Kirche eine Kerze bekommen, der hat natürlich eine riesige Freude, wenn die noch brennen will. Die müsst ihr irgendwann anzünden. Irgendwann wird er noch fragen, ob er sie benutzen. Und dann noch feine Flaschen Wein, die anderen Geschenke. Also ich habe den Eindruck, es war ein würdiger Anlass. Ich habe noch nicht gross gehört. Ich mache gerne noch Erkundigungen dafür. Was mich auch beeindruckt, ist einfach immer wieder die Freundlichkeit von euch als Gemeinde. Ich habe das Gefühl, es ist einfach, auf Einzelne von euch zuzugehen und voneinander zu hören. Das ist nicht überall selbstverständlich. Und ich würde gerne eurem Pastor bei Gelegenheit ein Kompliment machen. Das hängt ja zu einem wesentlichen Teil auch davon ab, was für einen Hirt man hat. Ich würde gerne noch, du hast in Bezug auf Covid-19 Anweisungen gegeben. Ich finde das so klug. Es ist nur weise. Wir sind durch die ganze Situation ja noch nicht hindurch. Das ist nach wie vor aktuell. Es ist angebracht, vorsichtig zu sein. Ich möchte auch ganz gerne am Schluss vom Gottesdienst für die Gemeindeleitung bei euch noch bitten. Die Zeit ist eine grosse Herausforderung für jede Gemeindeleitung, dass man nicht zu wenig macht und dadurch in Schwierigkeiten gerät, aber auf der anderen Seite auch nicht zu gleich einfährt, weil das Ganze ist ja sehr socially distant, ist ja eigentlich ein falscher Begriff. Wir sollten nicht socially distant sein, wir sollten physical distant sein. Socially, wenn unsere Herzen verbunden sind, socially, wenn wir miteinander erst recht können Connections pflegen, weil wir es brauchen als ein Gebet für die Gemeindeleitung. Es wird auch in Zukunft, so wie die Situation sich entwickelt, jetzt ist der amerikanische Präsident angesteckt worden, Kommentar überflüssig. Es wird ins nächste Jahr höchst sehr wahrscheinlich so sein, dass wir mit dem Thema beschäftigt sind. Und das ist eine Zeit der Veränderung von der Gemeinde von Jesus Christus. Die Gemeinde von Jesus Christus wird überleben. Örtlich aber erfordert das Anpassungen für jede Gemeinde. Und wir sind da in Solzach auch am Überlegen, was das bedeutet. Also es ist eine Ausnahmezeit, wo wir drinnen sind. Das darf man nicht vergessen. Und darum passt das ganz gut zum Buch Kohelet oder Prediger. Das sind ja zwei Namen für ein und dasselbe. Zeit und Schicksal wäre unser heutiger Abschnitt. Und ich würde noch ganz gerne, auch wenn du 2, 3 Leute ihm helfen würden, Beilageblätter verteilen, sodass du mitverfolgen könntest, wenn du nicht vorher schauen willst. Ich muss sagen, es sind nur etwa 60 Exemplare, lange vielleicht nicht. Allenfalls müssen dann 2 miteinander in der gleichen Familie schauen. Aber das ist ja kein Problem. Zeit und Schicksal. Berechenbar, verhinderbar, kontrollierbar. Menschen tendieren dazu, manche Risiken zu unterschätzen. So vieles, das hast du sicher auch die Erfahrung schon gemacht, so vieles in unserem Leben ist unberechenbar. Lässt sich nicht planen oder einkalkulieren. Warum ich? Schreibt ein Philosoph. Das sei vermutlich wahrscheinlich die tiefste Frage, die man stellen kann. Warum ich? In einer Welt, wo scheinbar, wenn man einfach daran anschaut, der Zufall regiert, gibt es auf die Frage, warum ich, keine einfache Antwort. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir Christen tun uns mit einfachen Antworten gerne abspeisen. Das Leben ist komplex, es ist kompliziert und so versuchen wir aus einer christlichen Perspektive Sachen möglichst zu vereinfachen. Aber ich glaube nicht, dass das sachdienlich ist. Ich glaube, es ist besser, wir stehen dazu, dass komplexe Probleme wir können konfrontiert werden damit.
Es gibt keine einfachen Antworten. Die 70-jährigen Zwillingsbrüder, 2 70-jährige Zwillingsbrüder, da ist nur der eine drauf. Der eine heisst Lauri, der andere heisst Elmer. Die leben in einem finnischen Städtchen, Ra, etwa 600 Kilometer nördlich von Helsinki. Am Morgen vom 5. März 2002 besteigt der Lauri wie jeden Tag sein Velo und macht sich trotz einem Schneesturm auf ins nahegelegene Pattivi. Er biegt in die Schnellstrasse 8, ohne im dichten Nebel den Lastwagen zu bemerken, der sich in hohem Tempo nähert. Und der Lauri wird erfasst und er ist sofort tot. 1/3 Stunde später stirbt sein Zwilling. Auf die gleiche Art und Weise. Das muss ich mir vorstellen. Ein LKW hat auch den Elmer erfasst. Auch der Elmer ist mit dem Velo auf der Schnellstrasse 8 unterwegs, allerdings in der entgegengesetzten Richtung voran. Er ist genau 1100 Meter entfernt von der Stelle getötet worden, an der sein Bruder kurz zuvor ums Leben gekommen ist. Es ist schwer vorstellbar, dass das ein Zufall sein soll, erinnert sich der Polizeiinspektor, der sich mit dem Unfall am nächsten Tag beschäftigen musste. Fast die ganze Stadt hat gedacht, der 2 Zwilling hätte sich aus Trauer selber umgebracht. Das hat ja alles erklärt. Die Untersuchung hat aber gezeigt, dass sich der Elmer nur auf dem Weg zu einem Coiffeurtermin befunden hat. In bester Stimmung, ohne vom Tod von seinem Bruder zu wissen. An einen bizarren Zufall hat die Familie nicht glauben. Das war ihre Bestimmung, erklärt der Neffe der Zwilling. Die Schwester von diesen beiden hat an eine Verschwörung gedacht sogar. Die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas zufällig passiert, erklärt sie, die existiert gar nicht. Das gibt es gar nicht. Vielleicht, der Autor von dem Artikel schreibt, vielleicht hätte sie Aristoteles lesen sollen. Es ist wahrscheinlich, hat er festgestellt, dass Unwahrscheinliche passiert. Es ist wahrscheinlich, dass Unwahrscheinliche passiert. Die Tatsache ist, wir können nicht zugeben, dass gewisse Sachen in unserem Leben grundsätzlich undurchschaubar sind. Christen insbesondere tun sich schwer mit dem. Wir versuchen, Sinn im scheinbar Sinnlosen zu finden. Und im Bestreben, das Unfassbare zu erfassen, haben die Philosophen unverzüglich verschiedene Ansätze gesucht. Und einer von diesen Philosophen ist der Salomo. Der hat die Frage auch gestellt. Intensiv. Und im nächsten Teil von seinem Tagebuch greift er ein dorniges Thema auf. Der Salomo fängt an mit einer kategorischen Aussage. Du musst das lesen. Salomo sagt, und das ist ziemlich absolutistisch, alles, was auf diesem Planet passiert, hat eine Zeit, wo Gott bestimmt hat. Das ist ein Problem. Für einen denkenden Mensch ist diese Aussage problematisch. Aber es ist in der Bibel. 1. Vers, 3. Kapitel, Prediger. Das ist ein Statement mit einer beunruhigenden Wirkung, würde ich meinen. Weil wenn du das überlegst, heisst das, wir tanzen nach einer Melodie. Oder wir tanzen nach Melodien, die wir nicht selber gespielt oder geschrieben haben. Es kommt dazu, dass die von Gott beschränkte Zeit
festgelegt ist. Das heisst in anderen Worten, nichts nachdem wir streben, nichts nachdem wir unsere Energie verausgaben, ist permanent. Musst du dir das mal vorstellen? Selbst diese Sachen, wo du sagst, das liegt mir dermaßen am Herzen. Nichts ist permanent. Das ist ein Argument, das Salomo macht. Das Erste, was er in dem 3. Kapitel erwähnt, das allererste, ist die Tatsache, die uns jetzt auferlegt ist mit Covid-19. Rechne mit Veränderung. Je älter du bist, desto schwieriger fällt dir das. Ich merke fest, unter Senioren bei uns in so einer Sache. Das ist eine grosse Herausforderung. Mit Veränderung rechnen. Das heisst, es gibt eine wechselhafte Zeit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und das ist in den ersten paar Versen von diesem Buch sehr gut beschrieben. Und ich glaube, es hilft uns, wenn wir reflektieren. Salomo fängt so an. Alles, was auf Erden geschieht, hat eine bestimmte, von Gott festgelegte Zeit, haben wir gesehen. Geboren werden und sterben. Er fängt an aufzählen. Pflanzen und ausreißen. Töten und heilen. Abreißen, aufbauen, briegen, lachen, klagen, tanzen, Stein rühren. Manche Leute sind im Steinrühr-Business. Stein sammeln, positiv, umarmen, loslassen, suchen, finden, aufbewahren, wegrühren, verreissen, zusammenbinden, reden, still sein, lieb haben. Und das Gegenteil von dem, Krieg und Frieden. Das sind 14 Kontrastpaare, die er macht. Und es muss einer kein Philosoph sein, zu erkennen, dass zu einem menschlichen Leben verschiedene Phasen gehören. Es ist sozusagen wie Jahreszeiten. Die sind uns bestimmt als Lebensabschnitt. Und von der Geburt bis zum Tod sind wir in einer unberechenbaren Abfolge von Veränderungen, denen wir unterworfen sind. Und die machen den Plan Gottes mit uns aus. Also es ist sozusagen eine Biografie zusammengefasst in 14 Kontrastpaaren. Das ist eine berühmte Aussage. Selbst Leute, die mit der Bibel nichts am Hut haben, haben diesen Vers schon mal gehört. 14 positive, 14 negative Aussagen. Und der Prediger sagt, es spielt keine Rolle, wo ein Mensch lebt. Von der Wiege bis zur Bahre und alles, was dazwischen liegt, ist an einem stetigen Wandel unterworfen. Unausweichlich, ob ich das will oder nicht. Es wird der Tag kommen, wo du einen Anruf bekommst. Und dir mitteilt, dass deine Eltern gestorben sind. Das wird die Zeit sein zum Briegen. Aber dann gibt es eine Zeit zur Freude. Du wirst vielleicht befördert, du hast eine Stelle gesucht, du findest eine. Du bist krank gewesen und es geht dir besser, du wirst dich freuen. Salomo sagt, so wechselhaft ist das Leben. Du wirst Kind haben, wenn du geheiratet bist, und du wirst eine riesige Freude haben an diesen Kind. Aber es wird eine Zeit kommen, wo genau die Kind dir riesige Herzeleid bereitet. So ist das Leben. Es gibt Zeiten vom Glück und es gibt Zeiten vom Schmerz. Es wird eine Zeit geben, wo du etwas kaputt machst, wo man nicht mehr flicken kann. Und es wird eine Zeit geben, wo du sehr kreativ und konstruktiv aufbaust. Es gibt eine Zeit, wo du andere umarmst, die ist vorbei. Im Moment. Ich bedauere das. Ich finde, Körperkontakt ist etwas enorm Wichtiges. Geht nicht. Hast du gewusst, dass man mit Affen einen Test gemacht hat? Man hat einem Äffli, das ist Jahre retour, hat man das schon festgestellt, hat man Äffli die Mutter weggenommen. Hat ein Drahtäffli kreiert, hat ein wunderbares Fell drüber gemacht, hat das Fell sogar innerlich noch aufgeheizt. Das Äffli ist gefüttert worden und ist letztlich eingegangen. Weil ihm der Körperkontakt zur Mutter gefällt hat und Menschen sind nicht anders. Menschen verkümmern.
Auf Dauer. Darum sind wir als Gemeinde gefordert, Plattformen zu schaffen von der Begegnung, weil die Berührungsgelegenheiten massiv eingeschränkt sind. Zeiten, wo du umarmst und Zeiten, wo du niemand ausstehen kannst. Das ist dann der andere Kontrast, den er auch erwähnt. Das gibt es auch. Zeiten, wo du voller Zuversicht und Hoffnung bist über dein Leben und Phasen, wo du deprimiert bist. Nicht weißt, wie es weitergehen soll. Ist normal. Was du besitzt, wird dir für ein Zeitchen gefallen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du sagst, ich will das verschenken, ich will es weggeben. Ah, gut. Es wird eine Zeit geben, wo du zur Zuneigung, zur Liebe und zur Fürsorge motiviert bist, total motiviert bist. Und es wird eine Zeit geben, wo dich Hass gegenüber einer Person prägt. Das ist, was Salomo sagt. Er zeichnet ein globales Bild über eine Biografie. Und er Zeile für Zeile die normale Erfahrung von einem menschlichen Leben an uns vorbeiziehen lässt. Er sagt auf einen Satz zusammengefasst, schlicht und einfach das: Alles ist in einem stetigen Fluss, aber nicht ohne Gottes Einfluss. Das ist der Punkt. Das ist die Kernaussage in diesem Kapitel. Alles. Restlos alles ist in einem stetigen, bewegten Fluss. Auf den Fluss hat Gott aber Einfluss. Nicht per Zufall geschehen diese Sachen. Das ist das Erstaunliche. Am 22. November 1963, die von uns, die alt genug sind, und das sind nicht allzu viele, die mögen sich an diesen Tag erinnern, ist der John F. Kennedy in Dallas ermordet worden. Eine ganze Nation war in Schock, dass so etwas möglich ist. Dass man das Ereignis nicht verhindern konnte, trotz aller Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt, was viele Leute nicht wissen, ironischerweise hat John F. Kennedy an diesem Tag in Dallas geplant, eine Rede zu halten, in der er genau aus dem Kapitel Kohelet 3 zitiert hat. Sozusagen eine selbsterfüllende Prophetie. Sein Leben ist permanent verändert worden. Das Fazit von dieser Überlegung ist einfach. Wer es akzeptieren kann, dass unsere Freiheit eine eingeschränkte Freiheit ist, der geht mit Lebenskrisen besser um. Das ist meine Erfahrung. Wer es akzeptieren kann, dass wir nicht alle Lebensumstände kontrollieren können, darüber wäre es gut, mal einen Song zu schreiben. Das ist Realität. Ich habe nicht jeden Aspekt von meinem Leben im Griff, selbst wenn ich noch so viel Einfluss habe. Wer das annimmt für sich selber, geht gefasster, gelöster mit unguten Erfahrungen um. Also das erste Mal feststellen, das Leben bringt Veränderungen, so oder so. Das Zweite, was wir feststellen, das Leben verläuft. Nicht zufällig, sondern planmäßig. Es gibt festgelegte Zeiten. Entschuldigung, Salomo sagt, was hat der Mensch davon, dass er krampft bis am Bach runter? Ich habe festgestellt, er ist ein Beobachter. Er hat sich angeschaut, er hat Fragen gestellt. Ich habe erkannt, Gott leitet Lasten auf. Er macht das. Nicht alles läuft rund und auch das ist kein Zufall. Er leitet Lasten auf und gibt manchen von uns den Auftrag, mit schwierigen Lasten zu leben. Und das ist ein Trost in dem hinein. Zu wissen, das geschieht nicht zufällig. Aufaddiert und zusammengenommen. Sagt Salomo, was bringt das aber alles?
Es ist so ein bisschen wie, er blendet zurück am Anfang von dem Buch. Und am Anfang von dem Buch sagt er genau das. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seiner Arbeit, wo er sich abmüht damit? Und die Antwort auf die Frage, die er stellt am Anfang von dem Buch, die kommt, da in dem 3. Kapitel. Die Antwort lautet, alles Leben entfaltet sich nach Gottes Plan. Ich schaue an und ich sehe kein Muster. Oder aber wie beim Persenteppich. Ich schaue von unten. Ich habe von meinen Eltern einen alten, ausgelierten Persenteppich geerbt. 2. Ich habe die aufgefallen aus Nostalgiegründen. Ja, nämlich an meine Eltern. Die sind über den Teppich auch gelaufen wie ich. Wenn ich den schon aufgelaufen habe, vergessen wir mal den Dreck, der unter dem Teppich ist. Wenn ich den schon aufgelaufen habe, dann sage ich, das ist ein schreckliches Stück in meinem Gang. Kein erkennbares Muster. Wenn ich drauf oben stehe und runterschaue, immer noch wunderbar. Handgestrickt, ein Afghan, ein teurer Kaib gsi. Gott sieht von oben das Muster. Ich schaue von unten manchmal an mein Leben und muss sagen, chaotisch, wie das verläuft. Unerkennbar, was da abgeht. Alles Leben entfaltet sich unter der Regie von der Vorhersehung. Das ist das Nächste, was er sagt in diesem Abschnitt. Geburt, Tod, Wachstum, Ernte, Freude, Schmerz, Reden, Schweigen, Krieg und Frieden. Unter der Regie von einem Architekt. Und weil alles eine festgelegte Zeit hat, nach der Aussage von dem Philosophen Salomo, kann keiner sich einbilden. Er verfügt über sein Leben völlig frei. Einbildung, blanke Einbildung, keiner macht das. Es ist uns eine Last auferlegt. Ich mag mich gegen die wehren und du vielleicht auch. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Für alles. Du hast die Aussage sicher schon gelesen, das ist eine der mehr tröstlichen Feststellungen in diesem Buch. Er sagt, für alles auf diesem Planet hat Gott eine Zeit festgelegt. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage. Er sagt, ins Herz vom Mensch, im Fall, hat er das Bedürfnis montiert, nach dem zu fragen, wo bleibt. Weil ich sehr wohl weiss, das Leben da bleibt nicht. Aber der Mensch kann Gottes Plan, sein Handeln nie wirklich umfassend verstehen. Wie soll er auch? Wie soll er auch? Und so sagt Salomo, bin ich zum Schluss gekommen, dass es für den Menschen eigentlich nichts Gescheiteres gibt, sagt er, als sich zu freuen. Leute, ich wünschte mir, dass das in unseren christlichen Kreisen ein bisschen sinken würde. Dass er kommt zu dem Schluss, dass es angemessen ist, dass es weise, dass es sinnvoll, dass es klug ist, sich zu freuen an dem Leben, das wir haben. So wie es ist. Wenn ich für meine körperlichen Bedürfnisse genug habe und wenn ich die Früchte von meiner Arbeit kann sehen und feststellen und wahrnehmen, ist das ein Geschenk Gottes. Und wenn ich das nicht kann, wird mir für eine Zeit etwas vorenthalten. Ja, das stimmt. Aber Gottes Gegenwart ist immer noch da. Also ich finde das eine herausragende, außerordentlich und eine ganz wichtige Feststellung. Der Salomo ist kein Pessimist, wie man ihm unterstellt. Trotz dieser Last, wo Gott uns auferlegt, sagt er, gibt es auch die heitere Seite. Wieso betonen wir die nicht? Oder so selten? Wir sind vorwiegend problemorientiert. Ich auch. Lass uns manchmal auch ein bisschen genussorientiert sein. Ich glaube, der katholische Priester hat es richtig verstanden. Demisec. Tröpfelvertretung steht da. Ich will nicht mich tröpfelt freuen.
Ich will mich umfassend freuen. Ich finde das manchmal so komisch. Wir zitieren Jesus Christus, dass er gekommen ist und uns volle Fülle des Lebens schenkt. Und dann komme ich gerade los mit meinen Problemen, die ich habe und mit allen Sorgen, die mich plagen. Ich bin Problem eher als Freude orientiert. Natürlich gibt es Situationen, die sind nicht zum Lachen. Aber ich kann eine Perspektive entwickeln von der Freude nichtsdestotrotz. Salomo sagt es so. Alles hat er, in deiner Übersetzung, Hoffnung für alle, glaube ich, schön gemacht. Das hebräische Wort ist passend. Alles hat Gott so zusammengefügt, dass es einen Sinn macht. Und da kommt nochmal die Aussage im 11. Vers. Er hat Ewigkeit in unser Herz, in unsere DNA eingelegt. Das ist eine außerordentlich ermutigende Aussage. Und zu welchem Schluss führt uns das? Wo kommt das am Ende an für den Salomo? Er argumentiert, wenn das alles so ist, dann sollten wir unsere begrenzte Zeit bewusst auskosten. Das haben wir bereits schon gehört. Das ist ein Refrain in diesem Buch. Das kommt immer wieder. Das ist eine Wiederholung, weil es so wichtig ist. Die Aussage ist zentral. Weil kein blinder Zufall über uns regiert, sondern eben der lebendige Gott, ist Freude am Vergänglichen möglich. Die wird sogar zur Vorfreude aufs Unvergängliche. Das ist ein. Das sollte mich zu einer bewussten Wahrnehmung vom Guten in meinem Leben führen. Das andere, was er sagt, ist ein bisschen ernsthafter. Der Prediger zieht eine zweite Bilanz. Er sagt, ich habe wahrgenommen, ich habe gecheckt, alles, was Gott tut, ist für die Ewigkeit. Da gibt es nichts zu ergänzen, wo kann ich nichts subtrahieren. Und Gott hat es so gefügt, dass man ihn fürchtet. Interessant. Von dem reden wir auch nicht gross. Er sagt, was immer sich ereignet oder was immer sich noch ereignen wird, passieren wird, ist eine Wiederholung von einem Zyklus. Gott lässt Sachen wieder geschehen, die so mal gesehen sind. Darum kann man aus Erfahrung lernen. Beacht, Salomo sagt nicht über all dem ganzen Don't worry, just be happy. Mach dir keine Sorgen, nimm es einfach easy. Das ist nicht, was Salomo sagt. Das greift zu kurz. Er sagt, Gott hat Sachen so geführt, dass man ihn respektiert. Er benutzt das Wort fürchtet. Weil wir in die umfassenden Pläne, die Gott hat, nicht eingeweiht sind, ist ein gesunder Respekt vor dem Gott angemessen. Das ist das Argument. Also, der Punkt ist, die Wechselfälle vom Leben sind kein Zufall. Es gibt einen Masterplan, den Gott hat, und der sollte in uns eine gesunde Ehrfurcht wecken. Eine Ehrfurcht darüber, dass Gott letztlich über unsere Agenda verfügt. Einerseits und andererseits eine Freude darüber, dass Gott uns so viele gute Tage schenkt. Das macht er ja auch. Also, wir stellen fest, das Leben bringt Veränderungen, ob ich das will oder nicht. Das Leben unterliegt einem Plan, ob ich den check oder nicht. Und das Dritte, was wir sehen, das Leben ist voller Widersprüche. Lass mal den Text noch. Ich habe begriffen, dass Gott Menschen prüft. Sie sollen erkennen, nichts unterscheidet sie von den Tieren. Da sind wir einen Schritt zu weit. Kann ich mit dem Reden tun? Da.
Wir sind bei der rätselhaften Zeit. Leben bringt Veränderungen mit sich, Leben unterliegt einem Plan und Leben unterliegt Widersprüchen. Widersprüche. Ich habe beobachtet, wie es auf dem Planet zu und her geht. Da ist der Text. Wo man eigentlich Gerechtigkeit erwartet, wo gerechte Urteile gefällt werden sollten, ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, sagt Salomo. Schon damals. Aber dann habe ich gedacht, ich habe überlegt, am Schluss wird Gott schon für Gerechtigkeit sorgen, sagt er. Er wird der Unschuldig zu seinem Recht verhelfen, dem Unschuldigen. Weil auch dafür, auch für das, gibt es einen Plan. Auch für das hat Gott vorgesorgt. Darum Leute, die sagen, es geschieht so himmelschreiend Böses auf diesem Planet. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein guter Gott so etwas zulassen kann. Diesen Personen können wir getrost antworten. Wart einfach ab. Bloß weil Gott sein Urteil nicht sofort fällt, heisst doch nicht, dass er nicht urteilt. Gott ignoriert Verfehlungen nicht. Er wird den Schuldigen richten, verlass dich drauf. Er macht das nicht augenblicklich, aber er macht es unausweichlich. Vieles verstehen wir nicht, vieles bleibt in einem Nebel hängen, aber eins ist sicher, Gott überschaut keinen von uns. Und das ist an sich tröstlich. Keiner wird missachtet. Es ist, als ob wir auf einem Prüfstand oben stehen, auch wenn wir das gar nicht realisieren. Ich habe gecheckt, sagt Salomo, dass Gott examiniert, prüft. Der Mensch muss begreifen, erkennen, wahrnehmen. Es unterscheidet ihn nicht vom Tier. Jetzt wird es interessant. Pass gut auf. Er sagt, auf Mensch und Tier wartet das gleiche Schicksal. Interessant. Du und dein Hund, das gleiche Schicksal. Du und dein Büsi, das gleiche Schicksal. Du und dein Hamster, das gleiche Schicksal. Salomo ist Realist. Und er ist ein Denker. Beiden, ein Mensch und ein Tier, hat Gott das Leben gegeben. Beide müssen sterben. Der Mensch, sein Argument, hat am Tier nichts voraus. Auch er ist vergänglich. Schluck. Schluck. Und nochmal Schluck. Das lese ich nicht gern. Die alle gehen am gleichen Ort, sagt er. Also Salomo finde ich einfach fantastisch, weil er gibt uns nicht so ganz einfache, simple Sprüche, wie wir das manchmal so unter uns halten. Er sagt Argumente, die paradox scheinen, die man überlegen muss. Die gehen alle am gleichen Ort, aus dem Staub der Erde sind sie entstanden, vom Staub der Erde kehren sie zurück. So habe ich begriffen, sagt er, ein Mensch kann nichts Gescheites machen. Als Frucht von seiner Arbeit ernten, und das ist sein Lohn, weil niemand kann sagen, was nach dem Tod geschehen wird. Du sagst ja, ich verstehe es allemal einfach nicht. Wir haben doch das Neue Testament. Wir wissen doch, was nach dem Tod kommt. Wart ab. Er kommt auf das noch zu sprechen. Er macht da einfach eine prinzipielle Feststellung. Wir sind unterwegs von Staub zu Staub. Willkommen, du Staubkorn. Ernüchternd. Zum Schluss werden wir mit der Tatsache konfrontiert vom moralischen Kollaps im Garten von Eden. Er macht den ganzen Spannungsbogen. Mit der Ironie sagt er, dass der Mensch so wie das Tier sterben muss, weil er sich angemaßt hat, wie Gott sei. Die gehen alle am gleichen Ort ins Grab nämlich. Nüchtern betrachtet stellen wir fest, ein toter Mensch und ein toter Hund sehen aus, als ob mit beiden das Gleiche passiert ist. Und so lebt die grosse Mehrheit der Menschheit, als ob es keinen Unterschied gibt. Beide treten ab und das war's. Ende der Durchsage. Mindestens macht es den Anschein.
Der Mensch sagt, er hat am Tier nichts voraus in dieser Hinsicht. Weder im Blick auf die Vergänglichkeit, noch im Blick auf manches Verhalten, wohlverstanden. Jetzt wird es spannend. Im Bild Gottes sind wir geschaffen. Und verhaltensmäßig oft auf dem Niveau von einem Tier. Einem primitiven Viech. Was für ein Widerspruch. Salomo, nicht glatt. Hättest du nicht eine schönere Message für mich heute Morgen? Er ist Realist. Ein Widerspruch. Erst am Ende von dem Buch macht Salomo klar, dass es sehr wohl einen Unterschied gibt. Mindestens im Bestimmungsort vom Mensch. Auch wenn der Mensch wie das Getier seinen Abgang macht, ist das Grab niemals seine Destination. Das ist der Grund, wieso Christus sein Leben am Kreuz eingegeben hat. Und da wären wir beim Evangelium. Das ist der Grund, wieso Christus ein Opfer vollbringt, um mich aus der untersten Schublade rauszunehmen. Wir sind auf Ewigkeit angelegt. Und wenn du heute als Gast da bist, oder sagen wir als jemand, der sagt, ich bin noch nicht Christ, wirklich. Ich bin offen für die ganze Thematik, aber ich habe einen Haufen Fragen und Zweifel. Salomo ist genau das richtige Buch für dich. Der regt zum Nachdenken an. Und selbstverständlich kommt er am Schluss für sein Buch zum Lösungsansatz, der konkret ist. Wir sind auf Ewigkeit angelegt. Die Tatsache, dass du heute Morgen da bist, ist ein Beweis für das. Offensichtlich interessieren dich Fragen, die mit der Zukunft zu tun haben, in einem bestimmten Ausmaß. Der Prediger schließt also ab auf einer positiven Note. Freu dich an deinem Leben, solange das möglich ist. Keiner von uns kennt die Zukunft. Und weil Gott über allem Rätselhaften auch, über allem Widersprüchlichen steht, kann ich gelassen bleiben und eine Tasse Kaffee trinken. Tiefe Theologie in einer Tasse Kaffee. Hast du es gewusst? Spricht für Lebensgenuss. Ich hätte Wasser haben, ich habe mich für Kaffee entschieden. Gott schenkt uns Kaffee. Das ist angewendete Theologie. Leben mit Veränderung. Leben mit einem Plan. Leben mit Widersprüchen. Und wir schliessen ab. Leben mit Einsicht. Leben mit Einsicht. Der Mensch nicht nur ein Tier. Er endet am gleichen Ort, aber über das hinweg gibt es eine Zukunft. Da ist der Christus. Wenn ich den Zugang zu ihm gefunden habe, würde ich eine Entwicklung durchmachen können. Wird schrittweises Wachstum, manchmal vorwärts, manchmal rückwärts zugeben. Wie der eine gesagt hat, in meinem Leben läuft es so, ich mache 2 Schritte vorwärts und nachher 3 rückwärts. Willkommen zum Club. Auch das kann eine Lebensphase sein. Auch das kann möglich sein. Aber das Ziel ist eigentlich von dem ganzen Plan, dass wir einsichtig leben und dadurch einen Reifeprozess durchmachen. Und Salomo hat uns jetzt mit 3 Tatsachen konfrontiert. Ich muss sie uns gerne mal in Erinnerung rufen. Er hat gesagt, das Leben, das wir leben, verläuft nicht linear. Bei keinem von uns. Er hat gesagt, Gott führt über das Leben Regie. Bei jedem von uns, ob ich es wahrnehme oder nicht. Und er hat gesagt, vieles von dem, was passiert, will ich nicht kapieren. Kapito, nicht kapieren, Kapito. Ich stand zu dem. Ich muss nicht das Gleiche tun, als ob ich alle Antworten habe. Und du gescheiter auch nicht.
Es macht dich und mich unglaubwürdig gegenüber denjenigen, die auf dem Weg sind zu Christus. Das führt uns zu einer Aussage im Neuen Testament und mit dem schließen wir ab. Wir brauchen Einsicht. Das brauchen wir. Und weil wir das brauchen, ein Wahrnehmungsvermögen dessen, was vorher jetzt da geredet hat, eben vor diesen 3 Tatsachen. Dass ich realisiere, vieles ist im Fluss. Dass ich realisiere, Gott lässt mich nicht allein. Dass ich kapiere, dass es Sachen gibt, die nicht zu kapieren sind. Aus dem Grund betet der Paulus im Neuen Testament und ich finde das ein hervorragendes Gebet. Er sagt, ich bitte unseren Gott, dem Gott, dem alle Macht, alle Einfluss und alle Herrlichkeit gehört, dass er euch schlau macht. Nein, das hat er nicht gesagt. Schlau wäre ein anderes Wort gewesen. Man kann schlau sein, ohne weise zu sein. Einverstanden? Das ist ein kleiner Schritt unter, oder? Er hat gesagt, Gott will, dass du ein weiser Mensch wirst. Weise, damit ihr ihn, den Gott, der einzig wahre, lebendige, dass ihr den erkennen könnt, wahrnehmen könnt. Entschuldigung, er öffnet euch die Augen, er macht eure Augen auf, damit ihr seht, wo der Weg anführt, zu dem er euch gerufen hat. Und dann werdet ihr begreifen, wie unglaublich, wie unfassbar, dass seine Macht, sein Dynamis, das Wort ist, mit der er in uns, der Glaubenden, wirkt. Und so bringen wir das Thema auf einen Nenner. Gott ist souverän. Ob du oder ich an ihn glaubst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Er ist souverän. Und das bedeutet, dass das, was er in deinem Leben bewirkt, das, was er in deinem und in meinem Leben wette, am Ende vollendet haben, das hat Gewicht. Darum ist die Frage, Gott, in welche Richtung sollen wir gehen? Zeig uns. Das ist eine gute Frage. Der Schluss von dem ist, was Gott tut, ist wichtig. Nimm dich selber nicht zu wichtig. Darf ich dich bitten, aufstehen? Vater im Himmel, ich will dir danken für den Salomo. Ich will dir danken, dass er ein Mann war, der gedacht hat und nicht denkvoll war. Dass er Themen aufgreift, die uns heute noch 3000 Jahre später beschäftigen, weil sie real, alltäglich, persönlich absorbierbar sind. Und ich möchte dich bitten, heute Morgen für diejenigen unter uns, die vielleicht gerade im Moment in einem chaotischen Lebensmuster stecken. Diejenigen unter uns, die vielleicht im Krisenmodus sich bewegen. Wie geht es weiter? Was muss ich machen? Wie soll ich entscheiden? Mit wem kann ich konsultieren? Wo brauche ich mehr Geduld? Wo steht eine Entscheidung an, die ich schon längstens fällen sollte? So viele Fragen, die wir Weisheit brauchen. Und unser Gebet heute Morgen ist, dass du denen von uns, insbesondere, die mit dem Rücken zur Wand stehen, dass du denen die Unterstützung ist, die sie brauchen. Ich möchte dir danken für die FEG Brach, für das Leitungsteam da, für den Phil und sein Herz, wie er schlägt für dein Reich. Ich möchte dir danken, dass die Gemeinde voran gehen darf, in diesem neuen Gebäude. Dass sie mit grosser Zuversicht in die Zukunft schauen können, offen sind für Veränderungen. Wir danken dir, dass du den Weg mit ihnen vorbereitet hast. Und wir möchten dich bitten, dass du nicht nur für die Gemeinde insgesamt, aber für jedes Einzelne, wo dich so nötig braucht,
dass du jedem Einzelnen das gibst, was uns hilft, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Wir danken dir für das und wir danken dir für die Gnade, die du an jedem von uns gegeben hast, dass wir dich kennen als Erlöser und als Freund. Amen. Vielen Dank. Wenn ihr noch Fragen habt, ich denke, der Harry ist gerne bereit, noch Auskunft zu geben oder Sachen zu erklären. Genau. Dann darf ich den Leonard bitten. Ich habe 2 Mitteilungen von der Gemeindeleitung, wobei die erste Mitteilung betrifft eigentlich das kleine Team, wo wir sind, wo verantwortlich ist für unser Schutzkonzept und die Covid-Massnahmen, die wir umsetzen da in unserem Gebäude rein. Der Huck hat es am Anfang schon gesagt vom Gottesdienst, es gibt seit dem 1. Oktober ein neues Schutzkonzept. Ihr sind per Mail auch informiert worden von unserem Pastor. Die Hauptleiter sind per Mail informiert worden, auch über die aktuelle Situation und die Massnahmen, die im Moment für uns gültig sind. Beachtet doch die E-Mails, die am Freitag reingekommen sind und leset das noch aufmerksam durch. Der Huck hat es am Anfang auch schon gesagt, es gibt keine wesentlichen Veränderungen. Die Punkte, die Massnahmen, die wir schon am Einüben und Trainieren sind seit einigen Wochen, die gelten eigentlich weiter. Da will ich nicht jetzt im Detail auf die einzelnen Punkte nochmal eingehen. Handhygiene, Abstand, Regeln, kein Körperkontakt. Lüften, vor allem nach dem Singen, dass wir keine Sachen durch die Reihe gehen nach Möglichkeit, sondern eine Kollektenbox weiterhin hinten werden haben. Und so weiter. Kontrolle fürs Contact-Tracing am Eingang und auch via Fotos und die Informationen werden nach 2 Wochen gelöscht. Vielleicht habe ich einzelne jetzt auch vergessen, aber wichtig ist, das, was wir schon jetzt eingeübt haben, das gilt weiter. Es ist in den Informationen jetzt auch und in den Empfehlungen ein bisschen mehr Nachdruck darauf gelegt worden, aufs Maskentragen. Das möchte ich darum einfach noch einmal erwähnen. Habt den Mut, eine Maske anzulegen, wenn ihr euch im Gottesdienst durch das sicherer fühlt. Oder habt den Mut, eine Maske anzulegen, wenn ihr mit der Maske singen wollt. Der Peter Schneeberger hat die Empfehlung jetzt in letzter Zeit auch wiederholt, immer wieder geäussert, dass man doch auch mit Masken kann singen und dass man das soll doch auch im Gottesdienst praktizieren. Es ist immer noch eine Empfehlung, wir müssen das nicht, aber wir möchten einfach sagen, fühlt euch frei, das für euch so zu machen, dass es für euch stimmt und ihr gern auch da im Gottesdienst rein sind. Einzelne Punkte haben wir gemerkt, wollen wir noch verbessern. Wir wollen vor allem Stausituationen verhindern beim Reinkommen. Zum Beispiel nehmt rasch eure Plätze ein oder verteilt euch gut, damit wir die Abstandsregeln einhalten können. Wir wollen die Stausituationen vor allem auch verhindern hinten bei der Kaffeebar. Darum haben wir eine zweite Ausgabestelle jetzt eingerichtet, wenn das personell möglich ist und wir merken, das ist sinnvoll, dann machen wir eine zweite Ausgabestelle. Und es ist weiterhin so, dass wir Getränke rausgeben und auf Snacks vorläufig verzichten. Kommt auf uns zu, wenn Fragen sind, wenn ihr euch unsicher fühlt. Uns ist es wichtig, dass wir die Massnahmen, die wir treffen, dass wir die in diesem Gebäude einhalten können. Uns ist es aber auch wichtig, dass wir gelassen bleiben in dem Ganzen rein und vor allem auch, dass wir den Frieden bewahren untereinander, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben über den Sinn und den Unsinn von diesen Massnahmen. Das ist der erste Punkt. Und der zweite, der ist ein bisschen erfreulicher. Ich darf euch nämlich mitteilen, dass wir einen Antrag bekommen haben für eine Mitgliedschaft. Aufnahme als Mitglied von der Nadia Tester. Steh dich mal auf, Nadia, dass wir dich noch sehen. Nadia ist noch nicht so lange bei uns in der Kirche. Sie hat letztes Jahr den Alpha-Life-Kurs absolviert, hat dann Anschluss gefunden in einer Kleingruppe, hat dort
Nägel mit Köpfen gemacht und hat jetzt vor allem auch gerade in der Anmeldung zur Mitgliedschaft das zum Ausdruck gebracht, ihr Bekenntnis zu Jesus Christus, ihr Bekenntnis auch zur Gemeinde und ihren Wunsch, dass sie zu der FG Embrach gehören und da auch mit ihren Kindern ein- und ausgehen, die Angebote können nutzen, auch für die 3 Kinder vor allem auch. Das ist ihr wichtig und darum möchte sie da Mitglied werden bei uns. Das Vorgehen gemäß Statuten ist ja so, dass wir die Anmeldung zur Mitgliedschaft der Gemeinde mitteilen. Das habe ich hiermit gemacht und dass es dann so eine Einsprachefrist gibt von 3 Wochen, wo ich jetzt vor allem auch verstehe als Möglichkeit, Nadia besser kennenzulernen, auf sie zuzugehen, mit ihr in Kontakt zu kommen. Und dann nach Ablauf dieser 3 Wochen wird die Gemeindeleitung den Aufnahmeentscheid treffen und dann werden wir Nadia dann auch noch im Rahmen von einem Gottesdienst als Mitglied in unsere Kirche aufnehmen. Und so hätten wir dann in der Herbstmitgliederversammlung ein zusätzliches Mitglied, das stimmberechtigt ist. Wir haben die Herbstversammlung auf den 27. Oktober festgelegt. Ihr werdet nächste Woche dann die Informationen und die Unterlagen bekommen für die Versammlung am 27. Oktober. Es liegen hinten noch Festschriften auf. Es hat sogar noch mehr, wie die dort auf dem Tisch liegen. Also ihr könnt gerne euch noch dort bedienen. Auch wenn ihr jemandem noch so eine Festschrift weitergeben von unserer Einweihung, die wir letzte Woche hatten. Eine informative Zeitschrift mit Infos über unsere Kirche, über die Geschichte unserer Kirche, über das Angebot und über das Gebäude und das Bauprojekt. Nehmt doch noch so eine Festschrift mit, wenn ihr noch keine habt. Und auch eine Infoagenda. Die neuen, die sind da hinten auf dem Tisch. Danke vielmals. Merci vielmals. Ja, herzlich willkommen. Du bist ja schon länger da. Schön, dass wir dich willkommen heißen. Das Wochenprogramm wird eingeblendet. Es ist so ein bisschen Ferienbetrieb. Die grossen Anlässe sind bei uns durch. Ich möchte euch einfach da wieder einladen fürs Gebet und nächsten Sonntag für wieder den Gottesdienst. Ich möchte noch fragen, hat Krishona noch irgendeine Mitteilung? Spontan? Nicht? Gut. Dann, wie der Liani schon gesagt hat, wir haben noch 2 Orte Kaffee. Vielleicht können wir da die vordersten Reihen dann ein bisschen weg oder zusammenstuhlen, dass wir da noch mal ein bisschen Platz hätten. Das wäre gut so. Dann Kollekte hat es Büchsli am Ausgang. Herzlichen Dank einfach auch für deinen Beitrag. Was wir auch noch haben, wenn du Lust auf Schöckeli hast, wir haben Schöckeli bekommen da vorne, Toblerone, kleine. Ihr dürft also zugreifen, das ist für die Gemeinde. Greift rein, man kommt rein. Genau. Damit wären wir am Schluss von dem Gottesdienst. Ich möchte euch einen Segen sprechen und dafür möchte ich euch bitten, aufzustehen. Ich lese euch eine Stelle aus dem 1. Thessaloniker 5, 23. Dort heisst: Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar. Euer ganzes Wesen nach Geist, Seele und Leib möge vollkommen bewahrt werden, sodass ihr bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus untadelig dasteht. Getreu ist er, der euch beruft, er wird es auch ausführen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Ade miteinander. Ooh, I see your head in the water, babe. With your breath like ticker tape, honey, I know you get scared of nightlight super show. Oh, but the plans I have for you, I see you bloom like your buddy on the moon. Ooh, do you put your crown on? See your time's running fast, you can call upon. Nobody knows that you're not even close.
shoulder, back, chest out, hold your head